Liebe Gemeinde, liebe Eltern, liebe Sechsklässler. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Videogottesdienst und überlege mir, was erwartest du jetzt genau, wo du auf Start gedrückt hast. Bist du voll motiviert und denkst, cool, da kommt sicher etwas Spannendes zusammen. Machst du es aus purer Langweil oder einfach aus Pflichtbewusstsein, jetzt noch etwas zu hören von Kirche? Ja, so gehen wir immer wieder ins Leben. Wir haben doch so viele Erwartungen an unsere Mitmenschen, an den Leuten, die wir treffen. Wir haben das Gefühl, so und so müssen sie sich verhalten. Und wenn nicht, dann sind es komische Menschen. Oder mir geht es auch so. Und genau das Thema wollen wir heute in diesem Gottesdienst zusammen anschauen. Freundschaften ohne Erwartungen zu pflegen. Eine mega Herausforderung, aber ich bin bewusst, es gibt eine tolle Geschichte in der Bibel und das ist die Geschichte von Ruth. Ralf Ritchie wird sie uns dann erzählen und bevor wir die Geschichte hören, wollen wir noch zusammen ein Lied singen. Zum Start von diesem Gottesdienst möchte ich beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für den Tag, ich danke dir für all das, was wir heute erleben dürfen. Ich danke dir für alle Mütter, die tagtäglich so viel leisten und wir teilweise als selbstverständlich anschauen. Lassen wir sie doch heute feiern und mit ihnen den Tag verbringen und ihnen einfach auf eine ganz spezielle Art Danke sagen. Ich bitte dich, dass du jetzt sogar bei diesem Gottesdienst dabei bist und wir etwas dürfen über dich erfahren. Amen. Heute hören wir eine Geschichte von der Ruth und von der Noemi, von einer ganz besonderen Freundschaft zwischen zwei Frauen, die so unterschiedlich waren in der Herkunft, aber auch in ihrem Alter. Der Bauer Elimelech und seine Frau Naomi, die sind von Bethlehem gekommen, aus dem Land Israel, und sind mit ihren beiden Söhnen ins Nachbarsland Moab aufgebrochen, weil bei ihnen daheim eine Hungersnot ausgebrochen ist. Sie haben dort eine neue Existenz aufgebaut. Die Söhne haben moabitische Frauen geheiratet, die Ruth und die Orpa. Die beiden Frauen sind sofort ganz herzlich in die Familie aufgenommen worden. Nicht lange nach dem Umzug und der neuen Gründung der Familie ist der Vater, der Elimelech, leider gestorben. Und gleich darauf auch die beiden Söhne. Die drei Frauen, die Naomi und ihre Schwiegertöchter Ruth und Orpa, sind ganz allein zurückgeblieben. Ihre Existenz war bedroht, weil Frauen ohne Männer haben in dieser Zeit keine Chance gehabt zum Überleben. Als wäre das nicht noch genug Elend gewesen, ist auch in Moab eine Hungersnot ausgebrochen. Und so hat sich Naomi dazu entschieden, wieder zurück in ihre Heimat Bethlehem zu ziehen. An der Grenze zwischen Moab und Israel
ist es dann zu einem entscheidenden Weg, oder besser gesagt Lebenskreuzung gekommen. Naomi hat ihren beiden Schwiegertöchtern gesagt, sie sollen doch zurückgehen, in Moab bleiben und dort eine neue eigene Existenz aufbauen, indem sie wieder einen neuen Mann heiratet. Orpa war tief traurig, ist aber dem Rat gefolgt und ist zurückgegangen. Anders aber die Ruth. Sie hat Noemi versprochen, bei ihr zu bleiben. Sie wollte ihr Leben mit der Noemi teilen, obwohl sie gewusst hat, dass zwei Witwen allein ohne Mann in dieser Zeit eigentlich nicht überlebensfähig sind. Naomi hat in diesem Moment überhaupt keine Erwartungen an die Ruth oder an die Orpa gestellt. Ihr ist das Wohl der beiden Schwiegertöchter so wichtig, dass sie nicht an sich selber gedacht hat. Lieber ist sie allein als Witwe heimgegangen und hat dort geschaut, wie sie irgendwie überlebt, als dass sie auch noch ihre geliebten Schwiegertöchter in Gefahr bringen würde. Ich denke, sie hat sich sicher gewünscht, dass beide oder vielleicht eine sie begleiten würde, aber sie hat es nicht erwartet. Und darum ist es gerade so bedeutend, dass die Ruth mit ihr geht schlussendlich. Die Ruth sagt nämlich zu der Naomi, und das lesen wir im Kapitel 1, im Vers 16, «Überrede mich nicht, dich zu verlassen. Ich will mit dir gehen. Wo du hingehst, will ich auch hingehen. Und wo du lebst, will ich auch leben. Dein Volk wird mein Volk sein, und dein Gott wird mein Gott sein. Wo du stirbst, will auch ich sterben, und dort will ich begraben werden. Gott tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich von dir scheiden.» Ich finde das eine bemerkenswerte Aussage, die da Ruth macht zu ihrer Schwiegermutter. Es ist ganz ein starkes Zeichen von Liebe, Loyalität und Fürsorge. Es drückt das tiefe Vertrauen aus und ganz eine grosse Freundschaft und Liebe zwischen diesen so unterschiedlichen Frauen. Beide haben einander völlig vertraut, ohne Erwartungen aneinander zu stellen. Und das hat ihre Freundschaft umso stärker gemacht. Ich habe mir da überlegt, wie geht es echt uns Mütter in dieser Zeit jetzt gerade, wo so viele Kinder jetzt die Heime unterrichtet werden, wo so viel gefordert wird von uns Müttern. Wir können die Kinder auch nicht einfach machen, sie brauchen Unterstützung. Wir haben zum Teil Erwartungen an unsere Kinder auch Erwartungen an uns. Und wenn man wieder mal so richtig intensiv Zeit miteinander verbringt, anders als sonst, kann es eben auch zu Verletzungen und Enttäuschungen kommen. Ich habe das gerade letztes Jahr erlebt mit meiner Tochter. Ich wollte sie doch nicht überfordern, aber irgendwo motivieren, dass es schon gut kommt. Sie hat auf der anderen Seite gedacht, es wird ihr alles zu viel, sie schaffe das nicht und hat dann am Abend im Bett brüllen. So Situationen, wo man Erwartungen an einen stellt, vielleicht auch mal enttäuscht ist, das kann es immer wieder geben. Und da ist es dann so wichtig, dass man einander wieder das Vertrauen zusprechen kann und sagen, schau, ich bin bei dir, es kommt schon gut. Eins nach dem anderen, ich bin bei dir. Und am anderen Tag hat das Ganze schon wieder viel einfacher ausgesehen. Ja, zurück zu der Geschichte der Ruth und der Noemi. Zurück in Bethlehem dann sind sie ins leerstehende Haus von der Naomi, ihrem verstorbenen Ehemann, gezogen. Ihre Situation war prekär. Sie hatten kein Einkommen und keine Absicherung. Aber die Naomi hat etwas geplant, nämlich eine Leviratsehe, die sogenannte Schwagerehe, zwischen dem Boas und der Ruth. Der Boas war der Schwager von der Noemi. Und im jüdischen Recht war vorgesehen, dass eine kinderlose Witwe von einem Bruder vom Verstorbenen geheiratet werden kann, damit eben die Frau Nachkommen bekommen kann und so auch wieder versorgt werden kann. Anders ist das Überleben von diesen Frauen nicht denkbar gewesen. Das hat Naomi gewusst und Ruth wiederum hat ihrer Schwiegermutter vertraut und hat sich auf den Plan eingelassen. Ruth hat daraufhin regelmäßig die Weizenfelder von Boas besucht, um dort Ähren aufzulesen. Weil der 10. Teil der Ernte ist laut jüdischem Recht für die Armen, für die Witwen und Fremden bestimmt gewesen. Nach ein paar Tagen ist der Boas dann auf die Ruth aufmerksam geworden, hat sich nach ihr erkundigt und so ist eine Freundschaft entstanden. Der Boas hat Ruth unter ihren Schutz gestellt.
Schlussendlich ist aus dieser Familienliebe und Freundschaft eine Liebesbeziehung entstanden zwischen der Ruth und dem Boas. Er hat sie geheiratet und sie hat ihm dann einen Sohn geboren. Damit hat die Ruth und die Noemi wieder eine gesicherte Position in der Gesellschaft bekommen. Spannend ist ja in dieser Geschichte, dass die Frauen in Bethlehem darauf aber Gott dafür gepriesen haben und ihm gedankt haben dafür, dass Noemi und Ruth einen Löser gefunden haben. Und dann haben sie gerufen, der Noemi ist ein Sohn geboren worden. Die Frauen haben nicht etwa gesagt, ein Boas ist ein Sohn geboren worden, sondern der Noemi. Und der Kommentar von diesen Frauen bestätigt nochmal einmal, dass zwischen der Ruth und der Noemi ganz eine starke Bindung hat bestanden sein. Der Ruth, ihre Liebe also zu der Naomi, dominiert die biblische Geschichte. Die Ruth hat ihre Zukunft in Moab aufgegeben, um als verwitwete Frau ihrer Schwiegermutter der Naomi zu folgen. Sie hat es auf sich genommen, in der Fremde ohne gesicherte Existenz zu leben. Liebe, Treue und Fürsorge für die Naomi sind für sie viel wichtiger gewesen als ihr eigenes Schicksal. Es ist ihr um Vertrauen, Solidarität und gegenseitige Fürsorge gegangen. Und nur so, denke ich, wird echte Freundschaft und tiefe Freundschaft überhaupt erst möglich. Amen. Was mich an dieser Geschichte mega herausfordert, ist die Situation, wo Noemi loszieht und nie erwartet, dass eine von ihren Schwiegertöchtern mit ihr mitkommt. Ich finde, für mich ist es immer wieder schwer, Freundschaften zu leben, ohne dabei grosse Erwartungen an meine Freunde zu haben. Ich denke immer, so würde ich mich verhalten, darum sollten sie sich doch auch so verhalten. Und bin dann vielfach enttäuscht, wenn nicht genau das zurückkommt, was ich vielleicht erwartet habe. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe gemerkt, ich muss lernen, vertrauen darauf, dass mein Gegenüber das Bestmögliche macht, was ich kann. Und ich muss lernen akzeptieren und daran glauben, dass das, was sie macht, lenkt. Und so bin ich vielleicht fähig, mein Gegenüber wirklich wahrzunehmen, zu akzeptieren und mit ihr eine Freundschaft zu pflegen, die losgelöst von Erwartungen ist. Und genau das wünsche ich uns.